Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Gesetzesprojekt ist ein Projekt, mit dem wir eine Reihe europäischer Reglemente und nationales Recht umsetzen. Es geht ganz konkret um Kryptoaktiva, langfristig europäische Investmentfonds, geringe Obligationen, und schlussendlich gehen auch ein paar technische Anpassungen und Gesetzestexte vom Finanzsektor vorgeholt. Erstens, das Reglement über Kryptoaktiva. Das Reglement ist besser bekannt unter dem Namen MiCA, steht für Markets in Crypto Assets. Durch das Reglement wird der juristische Kader an der Europäischen Union angefordert, für die Emission, Doffer, Zulassen zum Handel an Prestationen von Services, die mit den Kryptoaktiva zu dienen haben. Die Emitteure von Kryptoaktiven erleihen in Zukunft strengen harmonisierte Regeln an der Europäischen Union. Sie müssen gering Lot von der nationalen Finanzaufsicht kreieren und zuständig dafür geteilt zu Lützeburg CSSF. Prestataire von Services rund um Kryptoaktiva, CAPS genannt, was für Crypto Asset Service Providers steht, erleihen einem harmonisierten Autorisationsregime. CSSF soll den Respekt von dieser Reglementation überwachen. Sie kriegt dafür die nötigen Pouvoiren an einen Strafenkatalog zur Verfügung gestellt, für gegen die Regelverstöße vorzugehen. Die signifikativ Kryptoaktiven gehen von der European Banking Authority überwacht. Die einheitlichen Regeln von diesem EU-Reglement sind wichtig für die Finanzentreprisen, besonders wenn sie grenzüberschreitende Services anbieten. Sie kriegen einen europäischen Pass und können damit ihr Services an der ganzen EU anbieten. Das schafft Kohärenz und Rechtssicherheit, stärkt Vertrauen an die Kryptoindustrie und schützt den Investisseur. Das EU-Reglement wird weiter Opportunitäten schaffen, an der Finanzplätze ermöglichen, für sich weiter zu diversifizieren. Zweitens, das Reglement Transfer Funds Regulation 2. Eng mit der MiCA-Reglementation verbunden ist das zweite Reglement, das wir mit diesem Gesetzesprojekt operationell machen. Am Fachjargon steht das oder heißt das TFR2-Reglement. Das Reglement regelt die Informationen rund um den Transfer auf Fonds und von Kryptoaktiven, also Transparenz und Trassabilität von Finanztransaktionen verbessern. Das ist demnach ein wichtiger Bestandteil an der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen finanziellen Aktivitäten. Der bestehende legale Kader geht mit diesem Reglement auf die elektronische Transfere von Kryptoaktiven ausgeweitet. Drittens, das Reglement über langfristig europäische Investmentfonds. Das Reglement, kurz LTIF-Reglement genannt, regelt die Investitionspolitik an das Funktionament von der langfristigen europäischen Investmentfonds. Das Fonds haben als Ziel, Kapital an europäisch langfristige Investitionen zu kanalisieren, für allem an Infrastrukturprojekten, für zum Beispiel die gering an digitale Transition zu finanzieren. Die Aktiven, an die das Fonds investieren können, sind definiert, gerade so wie die Zusammensetzung und Diversifikation vom Portefeuille, Emprunt von Liquiditäten an verschiedenen Punkten über das Statut von diesen Fonds. Hier gibt punktuell Anpassungen Gesetz vom 16. Juli 2019 gemäht, weil das initial europäische Reglement von 2015 letztes Jahr umgeändert wurde. Viertens, das Reglement über Green Bonds. Hier wird ein uniformer Kader an der EU angefordert für die Emission von geringen Obligationen. Dabei wird ein neues freiwilliges Label angefordert, die nun eine Reihe Standards geknappt ist, die müssen erfüllt sein, ehe von den europäischen Emitteuren genutzt werden. Natürlich ist auch vorgesehen, dass externe Prüfer werden kontrollieren, ob die geringen Obligationen konform zu diesen Standards sind. Das Reglement gilt für alle Sorten von Obligationsemitteuren, sie wird öffentlicher oder privater, innerhalb oder außerhalb von der EU. CSSF kriegt die nötige Pouvoir für die Surveillance und Enquete für zu assurieren, dass alles an geregelte Bunden aufläuft.
Das Reglement ist direkt applikabel. 5. Punkt. Punktuell Aufänderungen von Gesetzestexten über den Finanzsektor. Schlussendlich geht mit diesem Gesetzesprojekt die Organik von der CSSF punktuell angepasst, genau wie auch das Gesetz von 2015 über die Assuranzen, wo 3 Referenzen angepasst gehen. Herr Präsident, die Chambre de Commerce hat ihren Avis den 30. September 2024 aufgegeben. Sie kann sich mit dem Gesetzesprojekt einverstanden weisen, mir hat aber ein paar Fragen abgeworfen. Notamment fragt sie, dass Kryptoaktiven, die ein Prestataire de Service, also ein sogenannte CAPS, für Klient konserviert, sollen separat vom Patrimoine von diesem CAPS gefordert gehen, für sie für mögliche Kreanzien zu schützen. Das ist schon ausdrücklich am europäischen Reglement vorgesehen, so dass das nicht mehr explizit an der Lützebauer Gesetzgebung vorgesehen ist. Herr Präsident, an der Sitzung vom 15. November 2024 hat die Finanzkommission sich mit dem Avis vom Staatsrat auseinandergesetzt an ein Partie Amendementer angeholt. An seinem Avis vom 22. Oktober hat der Staatsrat 2 Oppositionen formell gemäht. Die erste Opposition formell betrifft die Pouvoirs von der CSSF. Am ursprünglichen Text gouf de Champ d'Applikation vun de Pouvoiren vun der CSSF eingeschränkt, gëtt op déi Personen limitéiert, die der Surveillance prudentielle vun der CSSF ënnerleien. Für den Staatsrat gëtt dummer dat direkt Applikation vom Reglement eingeschränkt. Durch ein Amendement gouf dieser Opposition formell Rechnung gedrohen. An Zukunft kann CSSF von jiderengem verlangen, für Maßnahmen zu ergreifen, für die Größe von seiner Position oder seiner Exposition von Kryptoaktiven zu reduzieren. Eine zweite Opposition formell vom Staatsrat betrifft der Krafttreten vom Gesetzesprojekt. Der Staatsrat hat moniert, dass das Gesetz kein retroaktiv penal an administrativ Sanktionen mit sich bringen. Durch ein Amendement gouf auch dieser Opposition formell Rechnung gedrohen. Aus engem Avis komplementär vom 20. Dezember 2024 hat der Staatsrat seine Opposition formellen abgehoben, so dass dem Wort von diesem Gesetzesprojekt nicht mehr am Weg steht. Herr Präsident, für weitere Details verweise ich auf mein schriftlichen Rapport. Es ist ein ganz technisches Gesetzesprojekt, die schwer in kurzer Zeit zu erklären ist. Abschließend sage ich merci für das Nachlauschen und fahre weiter als mandatierte Sprecher von der CSV. Herr Präsident, mit diesem Gesetzesprojekt stimmen wir endlich ein wichtiges Puzzlestück am Bereich der Kryptoaktiven. Am Dezember hatten wir mit dem Gesetz über Blockchain schon ein anderes wichtiges Gesetz gestimmt. Aus sich gehen diese 2 Texte Hand an Hand. Blockchain-Gesetz, bei dem mein Kollege Maurice Bauer Rapporteur war, hat die nötige Basis gelöst, für die Blockchain-Technologie verstärkt zu nutzen, zum Beispiel bei der Emission von digitalen Emprunten oder der Verwaltung von Fonds. Für es einkehr vereinfacht zu erklären, weil es schon nun, dass es erst geht wie mir, das ist ein Spezialist an diesem Sujet. Ein Kryptoaktiv war als eine digitale Darstellung von einer Walle, einem Wert, den digital überdrohen, respektiv gespeichert kann gehen, an den durch Benutzen von Kryptotechnologien erschafft wird. Darin erfahren Kryptowährungen am Allgemeinen und auch Stablecoins, also Kryptowährungen, die sich auf konkret Vermögenswerte beziehen. Das Ganze basiert auf der Technologie von den dezentralen Registern, also der DLT-Technologie, Distributed Ledger Technology, was eine Technologie ist, die schon seit vielen Jahren benutzt wird. So ist zum Beispiel Blockchain, auf der eine Kryptowährung wie der Bitcoin basiert, eine Spezialzucht von einem dezentralen Register, also DLT. Wie schon gesagt, soll durch Blockchain-Gesetz diese Technologie verstärkt genutzt gehen. Am Allgemeinen stellen Kryptoaktiven virtuell Vermögen dar, die auf einem elektronischen Medium gespeichert gehen.
Das erlaubt enger Gemeinschaft von Benutzer, die das Kryptoaktivan als Bezahlungsmittel akzeptieren, Transaktionen auszuführen, ohne Benutzen von einer sogenannten legaler Währung. Das klingt kompliziert und das ist es auch für ihn, der nicht all der damit zu dienen hat. Und dafür ist es so wichtig, dass Kryptoaktiva mit einem einheitlichen gesetzlichen Kader reglementiert gehen. Und das ist mit dem MiCA-Reglement von der EU gemacht. Das Reglement schafft ein einheitliches Kader mit klaren Regeln für Kryptoaktiva in ganz Europa. Für Lützeburg, für uns als Land, ist das Reglement extrem wichtig. CSSF hat schon frei angefangen, die verschiedenen Akteure zu sensibilisieren und hat mit ihnen am Vorfeld geschwärzt. Durch seinen stabilen und transparenten Gesetzeskader, gerade wie auch durch seine politische Stabilität, wird Lützeburg international Akteure in diesem Bereich anziehen. Den CEO von einem Depositär von digitalen Aktiven, den sich kürzlich zu Lützeburg näher gelassen hat, so in einem rezenten Interview, dass Lützeburg eine avantgardistische Approche hat, was die Reglementation von digitalen Aktiven angeht. Zusammen mit den Talenten, die wir an diesem Bereich schon Zeit zu Lützeburg schon, wird Lützeburg gut aufgestellt für gerade diesen Bereich. Demnach sind wir als CSV froh, dass dieses Gesetzesprojekt heute gestimmt wird, und ich gehe heim den Akkord von meiner Fraktion. Merci, Herr Präsident. Merci, die Damen und die Herren Deputierten. Ich habe mit Satisfaktion festgestellt, dass eine breite Zustimmung ist zu diesem für die Finanzwelt ganz wichtigen Gesetzesprojekt. Ich bin auch froh, dass unanim eigentlich die Meinung wäre, wir holen Datei für einen legalen Kader aufzustellen. Und das, weil man als von den ersten, und das steht also auch gut zu Gesicht, europäische Reglementer eigentlich zu Lützeburg operationalisieren. Das keine Direktiven, das sind europäische Reglementer, und dafür gucken wir, dass wir die Ausführungsbestimmungen zu Lützeburg implementieren. Die Kryptomarché, das sind mittlerweile 3000 Milliarden oder 3 Trillionen. Und das von der Rapportrice und auch von anderen. Richtig in der Strache gehen, was machen wir gucken, gesetzliche Kader zu schaffen, Flexibilität, wir führen allem Kontrolle, Responsabilität und Schutz von dem Investor. Das ist das, was bei der Krypto steht. Und in der Feier heute eng gut vorgestellt. Das war die eng von der Education financière, ja, das ist Partie intégrante von dem Regierungsprogramm. Und ich weiß, und ich appréciere das extrem, dass der Claude Merckx, der Präsident von der CSSF, sich über die Jahre schon ganz persönlich ganz stark daran engagiert. Ich hatte auch die Chance, mit ihm selber auf dem Zenz an eine Primärschule zu gehen, wo das extrem pädagogisch Weise auch durchgelöst hat. CSSF, das war eher froh, Moyen vorgestellt, die Wettring Moyen gibt CSSF sich wieder dort zu enkadrieren. CSSF hat, Madame Tanster, CSSF hat 2014, wo nach kein MiCA-Reglementation gouf, hat CSSF schon echt Autorisationen, also Lizenzen, ausgestellt Niveau von der Krypto. Das war Bitflyer und Bitstamp. Das heißt, CSSF hat eine lange Expertise, et ass Mengen Informationen eng von denen Autorités de Surveillance an Europa, die am besten opgestalt ass fir die Marchen do zu kontrollieren an auch eng pragmatisch Approche dodran huet. An der such mat recht in der Strach gin de Lien, den in Heimusmer mat der Krypto, mat der Blockchain, wo der Chamber am Dezember der Blockchain Feiergesetz schon gestimmt hat, mat der Tokenisation op Lützeburg, an dass man zu Lützeburg eben an dem Bereich, weil wir Vierreiter sind, an der ganze Fintech, wo man über 260 Fintech-Firmen schon zu Lützeburg. Geht Datei kontrolliert? Ja. Und das ist der zweite Punkt vom Gesetz, Madame Adem heute in der Strache, das ist die sogenannten Transfer of Funds. Weil du mal da sicher gestaltet wird, dass kein Blanchiment gemerkt wird
an das für allem auch sichergestaltet, dass kein Terrorismusfinanzierung gemerkt, weil eben die Elemente alle gute von der Geldwäsche mussten an dem Kryptobereich respektiert gehen. An mir höher den Avantage, dass die Regeln für die gesamteuropäische Union zählen. Und dass sie dafür auch mit dem sogenannten Gafi-Regeln in Konformität sind. Ein Marché, den extrem boomt, zu Lützeburg, das sind die sogenannten LTIF-Fonds. Das besonders wird genutzt von amerikanischen Investisseuren, vereinfacht gesagt, das sind eigentlich große Infrastrukturprojekte, die über DWH können finanziert gehen. Und dafür ist es doch wichtig, dass man zu Lützeburg Regeln wirken, für das sind Leute, die der LTIF-Fonds ablehnen, dass sie die genau wissen, mit welchen Obligationen sie konfrontiert sind, und das sind sie auch, und hier spielt der drin als Element von der Kompetitivität, mit der CSSF einen pragmatischen Regulateur haben, den eine Expertise an der Materie hat, an den dadurch proaktiv machen kann. Ich gebe Ihnen just ein Beispiel. Die ersten 20 Tage am Januar, die ersten 20 Tage am Januar 2025 sind 60 neue LTIF-Fonds an der Europäischen Union abgelöst gehen. Wie viel davon zu Lützeburg? 40. Das ist 2/3 von den gesamten LTIF-Fonds, die an den ersten 3 Wochen Januar abgelöst wurden, die sind zu Lützeburg abgelöst. Ein vierter Punkt, dass du hast nicht so viel darüber geschwärzt, das ist aber ein extrem große Marche, die sogenannten Green Bonds. Auch du als Buchs zu Lützeburg. Ich gesehen, da sind da 2016 für allem extrem aktiv. Und das geht an der ganzen Welt eigentlich appréciiert, sodass Buchs von Lützeburg von dem Markt feirer an den sogenannten Green Bonds ist, an ihrem Marché, den sie haben. Und das gesagt zum Beispiel besonders mit Asien, Hongkong, an anderer, das ist sogenannten double Listing von geringen Obligationen. Das heißt, die großen Akteuren an Asien, die lehnen hier sogenannte Green Bonds, lehnen sie an Asien ab. Sie gehen auf den Börsen kotiert. Parallel für auch den europäischen Marché können sie umfassen, geschieht das zu Lützeburg. Für Wert, wenn man da eine große Expertise haben, und zweitens über die sogenannte Freizügigkeit von den Finanzdienstleistungen, als natürlich dann der Marché von der Europäischen Union ab, wann ihn zu Lützeburg seine Autorisation dafür kriegt. Dafür wollte ich merci sagen für die breite Zustimmung, dass sie sicherlich nicht die letzten Gesetze, die man niveau von sogenannten Service financier werden haben. Es sind auch an une fois n'est pas coutume, das ist so heiß komplex. Es sind eigentlich immer erstaunt, da sitzt ein Finanzminister mit wie viel Expertise, die Leute auf unser Lützeburger Finanzplatz, auch im Niveau von unserem Minister, von unseren Verwaltungen, anderen Zusammenarbeit mit der CSSF, dass wir das eigentlich fertig kriegen, für all denen anderen, die tausenden Funktionären haben, für die europäische Reglementierung umzusetzen, und dass wir das können der Chambre vorlegen, und dafür sind ich umso mehr hoffentlich drauf, und so nicht merci für Ihren Akkord.